Der Abraham zieht auf Kanaan. Der Abraham hat vor fast 4000 Jahren in Mesopotamien in einem fruchtbaren Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris gelebt. Er war ein Nomad und ist mit seiner Familie und seinen Herdentieren von der Stadt Ur, wo er geboren ist, über Babylon nach Haran aufgebrochen. Noch heute erzählt man vom Abraham, weil er einer war, der ganz fest auf Gott vertraut hat. In dieser Zeit und in dem Land, wo er gelebt hat, haben die Menschen verschiedene Götter gehabt. Viele haben den jungen Stier verehrt, den Marduk. Der Abraham hat von seinem Vater Terach gelehrt, zu einem unsichtbaren Gott zu beten. Wenn er am Abend vor sein Zelt raus ist und die Sterne gesehen hat am Himmel, dann hat er sich Gott am nächsten gefühlt. Einmal an einem Abend hat der Abraham die Stimme gehört von Gott. «Gang fort, Abraham, zieh aus dem Land von deinem Vater. Ich zeige dir ein neues Land. Du sollst gesegnet sein und alle deine Kinder auch. Du wirst der Vater von einem grossen Volk werden.» Da ist der Abraham aufgebrochen. Ein langer und mühsamer Weg ist ihm und seiner Familie bevorgestanden. Der Abraham ist vorausgegangen mit seiner Frau Sarah. Dann ist der Lot gekommen, der Sohn von seinem verstorbenen Brüder. Der Lot ist für den Abraham wie ein eigener Sohn gewesen. Der Abraham hatte kein Kind gehabt. Dann sind die Hirten gekommen mit ihren Herden und Knecht und Mägd. Die Karawane ist nur langsam vorwärts gekommen. Kind und Tiere konnten nicht so schnell laufen. Wenn es Abend geworden ist, haben sie ihre Zelte aufgebaut und ein paar Knechte mussten Wach halten am Feuer und aufpassen, dass keine Raubtiere zu nahe gekommen sind. Wenn es Morgen geworden ist, sind sie weitergezogen durch die grosse und heisse Wüste. Nach über 1000 Kilometern sind sie endlich an einen grossen Fluss gekommen, den Jordan. Keine Brücke hatte es und kein Steg und kein Boot. Sie mussten eine Stelle finden mit wenig Wasser zum Durchlaufen. Kind und Lämmli musste man tragen, sonst wären sie mit der Strömung fortgeschwemmt worden. Das neue Land hat Kanaan geheissen. Es war ein fruchtbares Land. Dort hat das Volk der Kanaaniter gelebt. Ist echt jetzt das Land, das uns Gott versprochen hat? Der Abraham ist umeinandergezogen, bis er auf Sichem gekommen ist, am heiligen Ort der Kanaaniter. Dort ist ein alter Eichenbaum gestanden als Heiligtum. Auch der Abraham hat dort gebetet und Gott Danke gesagt für seine gute Begleitung auf dieser langen Reise. Da hat der Abraham die Stimme gehört von Gott. «Abraham, das Land wird ich einmal deinen Kind geben. Du wirst ganz viel Nachkommen haben, so viel wie Sterne am Himmel.» Der Abraham hat gestaunet. Er und seine Frau Sarah sind nicht mehr gerade jung gewesen und sie hatten noch kein Kind gehabt. Aber der Abraham hat das Wort von Gott geglaubt. Er hat einen Altar gebaut unter dieser Eiche von Sichem. Dann ist er weitergezogen bis ins Bergland.